Einchecken bei Biobauer Martin Dengler. Mit ihm und seiner Hündin Mina fahre ich über ein weitläufiges Gelände mit möblierten Luxuszelten. Glamping nennt sich das auf Neudeutsch und steht für glamouröses Camping. Auch Chalets vermietet der Landwirt. Ich habe eins am Rande des 100.000 Quadratmeter großen Geländes gebucht. Raus aus dem Büro und rein in die Natur bei Hohenberg an der Eger. Hier grenzt das Fichtelgebirge an Tschechien. Sehr schön, wirklich. Ich freue mich jetzt anzukommen. Schaut wirklich toll aus hier. Der Denglerhof zieht die unterschiedlichsten Gäste an. Komplett bunt gemischt. Meistens Leute, die den Frieden suchen, weil wir haben ja kein Internet, wir haben kein 5G. Da unten ist kein Handyempfang, die sind dann mal draußen. Es gibt allerdings auch welche, die das nicht ertragen. Drinnen im Chalet riecht es angenehm nach Holz. Der Biobauer hat es im eigenen Wald geschlagen, in der Dorfschneidmühle sägen lassen. Das Ganze hat er dann nach eigenen Ideen und mit eigenen Händen gebaut. Alles da, was ich mir für eine erholsame Zeit erwarte. Gemütlich, rustikal und komfortabel. So wirkt's auf mich. Schnell ist mir klar, das ist kein Feriendomizil von der Stange. Insgesamt 3 Chalets, 2 Luxus-Glamping-Zelte und eine Ferienwohnung vermietet der Biobauer. Seine Gäste kommen aus ganz Deutschland und Holland. Von den Erträgen auf dem Feld und im Stall wollte er nicht länger abhängig sein. Aber er kann vom Tagwerk eines Bauern erzählen und davon, wie Lebensmittel entstehen. Dann setzt er den Messerbalken seines Oldtimers in Gang, Grasmähen wie vor einem halben Jahrhundert. Und ich habe zum ersten Mal einen hölzernen Bauernrechen in der Hand. Also hier wird man gleich mit eingespannt, aber das gehört ja auch zum Erlebnis dazu. Und ich muss sagen, so langsam komme ich rein. Es wird. Wenn interessierte Kinder da sind, dürfen die auch beim Füttern der Pferde helfen. Seine Rösser spannt Dengler immer wieder mal an, vor eine Kutsche und sogar vor dem Pflug. Mich interessieren jetzt aber erst mal die Pferdestärken des tuckernden Normak. Zum Glück habe ich auf dem Hofgelände viel Platz zum Üben. Schon was anderes als ein Auto, aber es geht ganz gut. Mit ein bisschen Hilfe am Anfang, ich glaube, wir kommen so langsam rein. Auf der Weide neben den Zelten und den Chalets grasen tagsüber ein paar Hinterwälderrinder, eine vom Aussterben bedrohte Rasse. Abends darf ich die Kühe von der Weide in den Stall holen. Und ich soll jetzt eine Kuh melken, von Hand. Ob das mal gut geht. Ja, genau. Okay. Jetzt bin ich von mir selbst überrascht. Ungeahnte Talente, ja. Ich dachte, es geht schwerer, muss ich sagen. Am nächsten Morgen starte ich gut ausgeruht zu einem Ausflug an die nahe Eger. Die Steine locken zum Springen, aber ich nutze lieber das Elektro-Mountainbike für eine längere Tour durch die schöne Umgebung. Das kann ich am Hof ausleihen. So sind die Anstiege des Fichtelgebirges keine Schinderei. Das macht Spaß und hungrig. Das Abendessen wird auf einer heißen Eisenplatte gegrillt. Es gibt hofeigenes Fleisch, Bratwürste und Kartoffeln. Es riecht sehr lecker und ich bin beeindruckt, wie viel da drauf passt und wie das vor sich hin brutzelt. Ja. Und ruckzuck sind die holländischen Nachbarn aus dem Glamping-Zelt nebenan da. Wir unterhalten uns auf Englisch. Wonderful, schwärmen die Holländer. Da kann ich nur zustimmen.